listen. Ich bin hier im Homeoffice. Also das ist eigentlich mein Homeoffice. Er ist auch da, der Presley, weil wir können ja nicht auf Tour. Er hatte viele schöne Auftritte gehabt, mit «Was würde Elvis sagen» im März, April. Von Liestal bis Seriswil, von Bülach bis Basel. Jetzt mache ich halt, was man so macht. Endlich mal die Plattensammlung sortieren. Es sind 826, 827, 28, 29, 830 Elvis-LPs im Ganzen. Und gell, wenn wir nicht auftreten, wir Bühnenkünstlerinnen und Bühnenkünstler, dann haben wir keine Gage und 0 Franken Einnahmen. 0. Aber ich jammere nicht, es geht anderen noch viel dreckiger im Land. Das hat mich nur ein bisschen irritiert, dass sie als erstes die Swiss retten wollten. Die Swiss, eine deutsche Airline. Und eine Bekannte hatte Billett für das Opernhaus mit dem Gottemädchen, ein Nussknacker. Fällt natürlich aus, haben sie ihr geschrieben, sie soll das Geld bitte nicht zurückverlangen, sondern spenden. Am Opernhaus? Die haben sonst schon alle Jahr 90 Millionen Franken Subventionen vom Kanton. 90 Millionen. Und die 10 Milliarden, die der Bundesrat da bereitstellen will, also für die UBS haben sie 60 Milliarden gezahlt vor 12 Jahren. Und jetzt wir alle, das gesamte Schweizer Gewerbe, nein, die ganze Bevölkerung sollen zusammen 6-mal weniger wert sein als die UBS. Machen wir keine Illusionen, Kultur ist in diesem Land nicht too big to fail. Und der Wirtschaftsminister zeigt echte Leadership. Von ihm, Herrn Parmelin, haben wir seit einer Woche nicht mehr gehört. Er ergreift auch Massnahmen, für die Weinbauern zu retten. Zu denen schaut er. Du, was willst du? Halten wir uns halt an die Regeln. Ältere Leute sollen nicht mehr voraussetzen heissen. Nur haltet sich niemand dran. In der Zeitung hat es auch geheissen, die Eltern sollen besser aufpassen. Habe ich einen Nachbar angerufen, 87, bevor sie einkaufen soll, sagt sie, ja, die älteren Leute müssen aufpassen. Zum Glück bin ich nicht alt. Das ist eben relativ mit dem Alter. Jetzt ich bin jung, oder? Aber hat die Tochter mit einer Kollegin geskypt, dann sagt sie, also in Migros an der Kasse hatte es vordran eine ältere Dame, aber weisst, wirklich alt, etwa 50. Das ist relativ. Da kommt mir das kleine Mädchen in den Sinn, das Valera neben mir auf dem Sessel gehockt ist. Nur sie mit ihren kurzen Skili und ich mit meinem Snowboard. Dann schaut sie mich so schräg unten an. «Hi, I'm Olivia.» Von Australien kommen sie. Fängt einfach mit mir an zu plaudern. Die Geschichte ist in meinem neuen Buch, das jetzt rauskommt. Die Läden sind zu, aber mein Buch kommt gleich. «Bist du erkältet?», fragte sie in elastischem Englisch. «Nein, eigentlich nicht», gab ich zurück. «Du siehst aber krank aus», erwiderte sie. «Oder bist du nur alt?» Und vermutlich hat man mein lautes Lachen bis nach Valera hinunter gehört. Ich bin wohl nur alt. Wie alt? Bald 54. Nun schrie Olivia es förmlich in die Schneelandschaft hinaus. «Oh mein Gott, so alt? Dann bist du älter als Daddy und der ist uralt. Der wird nächste Woche 40. Sie wollte wissen, wie ich lebe und wo. Hat von sich erzählt, von Australien. Sie kommen gleich in die Schule. Für die paar Minuten vor einer Sessel-Liftfahrt ist Olivia mir eine gute Freundin geworden. Ihre Unerschrockenheit hat mir gefallen. Sie war nicht vorwitzig, einfach so offen, auf eine gute Art, gewungerig. Ich hoffe, es geht dir gut, liebe Olivia, nun im australischen Herbst, der bald Winter wird. Du wirst ein gutes Leben haben und in vielen Menschen Freude wecken. Du musst das nicht wissen, aber ich sage es dir trotzdem. Jeden Morgen schmunzle ich beim Blick in den Spiegel und murmle, du siehst krank aus. Oder bist du nur alt? Ja, nun, halten wir uns an die Regeln, denken dran, husten und niesen, in Ellenbogen reichen. Und wenn du jemandem grüßen sagst, mit dem Ellenbogen. Und der Nächste, der mir sagt, bleib gesund, der bekommt die Faust. Nein, der Ellenbogen.